lief Eltern, lief Enseignants, lief Edukateuren, lief Schülerinnen und Schüler. Mittlerweile gucken wir auf ein Jahr Covid zurück. An der Covid hat einen großen Abschnitt los. Ein Abschnitt an unserem Leben, ein Abschnitt an unserer Gesellschaft, ein Abschnitt an unserer Schule. Es war ein permanenter Effort, der notwendig war, für den Virus doch nicht mehr minimal Chancen zu lassen, sich an der Schule oder an der Betreuungsstrukturen zu verbreiten, an der Bildung maximal Chancen zu reservieren, das also zu garantieren, was für Kinder und Junker nun eben von großer Bedeutung ist. Es war ein Jahr von der Flexibilität, weil man immer nicht so beneidet zu müssen, aufweihen zwischen dem, was sanitär indikiert war, an dem, was man aber auf der anderen Seite am Interesse von den Jungen weiterhin müssen aufrechterhalten. Und es war ein Jahr von der Ausdauer, weil nach immer sind wir an der Situation, wo wir uns permanent müssen anstrengen, für Schulen und Betreuungsstrukturen so gut wie möglich können weiterlaufen zu lassen. Und finalement bleibt es ein Jahr vom Engagement, weil wenn wir gut durch die Krise gekommen sind, dann nehmen, weil Enseignants und Edukateuren sich voll engagiert haben und immer nicht so beneidet, denen neue Situationen nur gepasst haben, weil die Eltern mitgezogen haben und zusammen mit den Responsablen an den Professionellen aus der Schule, aus den Betreuungsstrukturen geguckt und alles zu machen, für doch irgendwie können, den normalen Betrieb aufrechtzuerhalten. Und für allem aber auch Engagement von den Kindern und den Jungen, denen wir einen großen Respekt schuldig sind für das Respektieren von den Mesuren, und dass sie, die eigentlich durch die Covid nicht riskieren, daher so gut kontribuiert haben, für die Covid können an der Git zu halten. An dieser Newsletter wollen wir auf das Jahr zurückgucken, was wir zusammen erreicht haben, und ich denke, das kann uns besonders viel Courage auch geben für die Wochen an die Monate, die nach vor uns liegen.